Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Ich habe ein Journal gemacht und zwar aus meinen Jelly Prints, die ich in den letzten Tagen gemacht habe. Für ein Einband habe ich das genommen, was ich auf Tapete geprintet habe, weil das ist natürlich super praktisch, weil es dann hier schön stabil ist und nicht einreißt. Ich habe rundum ein schönes Rändchen genäht, also ja, ein schönes, eben halt ein bisschen ein scrunchy Rändchen. Und ich habe 3 Signaturen eingebunden mit Gummiband. Es ist ein bisschen fettes Gummiband, darum habe ich auch die Knöpfe hier ein bisschen kaschieren. Aber mit dem herzigen Mäscheli sieht doch das ganz schnusig aus hier auf dieser Rückseite. Und jetzt werden wir doch hier mal ein bisschen reinschauen, was ich hier alles gemacht habe. So, ich habe innen drinnen den Papiersack genommen, den ich drauf abgerollert habe, als Innenteil. Ich finde das auch so ganz wunderbar mit dem Blau Metallic. Und das hier ist auch noch ein Stück Tapete, das ich auf ein Karton draufgeklebt habe und so ein bisschen verschönert als passendes Buchzeichen dazu. So, etwas, was ich auch mega gerne mache mit der Jelly Plate, sind solche Karten. Ich nehme dazu ein Indexkärtchen, also Karteikarten, printe die und klebe sie nachher dann auf ein Stück farbiges Karton drauf. So gibt es wunderbare Kärtchen. So, ich habe Täschchen gemacht, auch aus diesen Schildprint. Oder halt einfach schöne andere Elemente, die sich hier so ein bisschen zusammenfügen. Das sind noch Spielkarten. Ich habe einfach ein bisschen alles noch zusammengesucht, was ich schon so umeinander liegen hatte oder wo ich das Gefühl hatte, passt jetzt hier ganz gut rein. Das hier ist jetzt eine grosse Karte. Wie man hier an diesen Strichen sieht, ist das auch eine Indexkarte. Hier hat man drinnen ein Kreuzworträtsel. Das hier ist eine Kunstkarte von Miro. Da hat man ein Cluster. Und das hier ist eine Karte, die ich mal einmal gezeichnet habe, wo ich hier auf Instagram bei Inktober mitgemacht habe, wo man jeden Tag zu irgendeinem Thema irgendetwas zeichnen tut. So, da hat man noch ein bisschen Kühle. Und ein Vögel. Das ist aus einem Naturführer. Steckt hier in einem Bellyband. Das hier ist so ein herziges Abrisszettel, Notizzettel, Blöckchen. Hier habe ich 2 Seiten zusammengeklebt zu einem Täschchen und wieder bestückt mit einer schönen Jelly Printkarte. Das ist wieder eine beklebte und bestempelte Spielkarte. Ach, und das hier ist auch Tapete, die ich drauf geprintet habe. Und das ist aus dem Lotto. Und das aus dem Memory. Da ist eine dekorierte Bücherklammer.
Und mit der habe ich eine Kunstkarte angemacht vom Kandinsky. Finde ich, passt wunderbar gerade zu dieser Seite. So. Und das ist ein Element, das ich vor einer Weile mal gemacht habe. Aus der Sizzix ausgestanztes Täschchen mit einem Kärtchen und einem Tag, der gerade dazugehört, den ich dann so beklebt habe. Und mit dem gleichen Stöffli, wie hier der Rand ist. So. Was kommt da noch für ein Öli? So, da innen steckt auch noch eine Karte. Die ist immer ein bisschen schwierig zum wieder rein zu tun, darum ich lasse sie jetzt glaube gerade so. Das sind Blätter, die ich einmal schon mal mit Acrylfarbe auf Papier gestempelt habe. Und das hier ist wieder so eine Zeichnung von mir, vom Inktober, ein Kärtchen. Und wieder ein Kreuzworträtsel. Und es wiederholt sich wieder ein bisschen. Das ist auch mal ein zusammengeklebtes Täschchen. Und hier haben wir noch Kürbis. Das hier ist auch nochmal ein Notizblöckchen. Und wieder eine Spielkarte. Das ist aus einer Zeitschrift ausgeschnitten. Ein hübsches Bild. Oh, das ist wieder ein Täschchen geworden da. Mit einer Karte. Und hier in dem Täschchen wären dann noch Bohnen. So. Das ist mit einer Büroklammer dekorierte, haben wir hier ein Picasso-Kunstkarte. Und dann ist ein Kreuzworträtsel. Spielkarte. Da ist nochmal eine Karte. Oh, die gefällt mir extrem gut. Die Farbkombo finde ich genial. Und da ist noch so ein Täschchen mit dem gleichen Stöffli und Kärtchen und Tag dazu. Schön da rein. So, da ist noch eins mit gelben Blümchen.
Und zum Schluss ist noch eine von mir gezeichnete Karte. Und das wär's dann. Ich habe mir noch etwas überlegt, ob ich etwas zum Zumachen dran tun. Ich hatte dann aber gerade nicht die richtige Idee gehabt, wie ich das jetzt gerade genau machen könnte. Und drumherum binden hat mir jetzt nicht so gepasst, weil es ja schon in die Richtung so dicke Stränge hat. Dann noch einmal so drumherum binden, habe ich gefunden, nein, das passt mir jetzt gerade nicht. Und es ist ja auch nicht unbedingt nötig, es klafft nicht total auseinander. Und ich finde seine Dicke gerade extrem genial. Mir gefällt es mega gut. Es hat mir auch mega viel Spass gemacht, das so zu gestalten mit diesen ganzen Elementen, die ich hier geprintet habe. Ich finde, die Kärtchen sind ganz toll rausgekommen. Und ja, vielleicht können wir ja nächstes Mal zusammen solche Kärtchen hier machen. Dann kann ich euch zeigen, wie ich die printe und wie ich die nachher dann aufklebe und zuschneide. Vielleicht sehen wir uns ja dann.